Was geht denn, Leute? Zurück mit den Vegas Cash Game Vlogs. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Bank kurz und dann auch schon direkt zum Aria. Ich stehe auf der Liste für PLO und für No Limit Hold'em. Habe aber eher Bock auf PLO heute, muss ich sagen. Habe jetzt auch schon fast eine Woche wieder kein Live Cash Game gespielt. Also ich glaube, es gibt einige Hobbyspieler, die mehr pokern im Moment als ich. Aber ich habe da einige andere Projekte nebenbei laufen und so weiter, wovon ich euch gleich erzählen werde. Aber ja, heute eine kurze Session. Hat sich heute perfekt ergeben, irgendwie kurz zum Strip zu fahren, um ein paar Hände zu sehen, ein bisschen Chips shuffeln und so weiter, aber kann leider nur eine kurze Session spielen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Aria und mal gucken, was passiert. Also let's go. Wir haben so fette Wassergallonen zu Hause, die ich irgendwie alle paar Monate einmal auffüllen muss. Das sind mehrere Gallonen. Ich habe da vor ein paar Tagen die Gallonen aufgefüllt und meine Bankkarte da vergessen. Also muss ich mir jetzt erstmal eine neue Bankkarte holen. Good, how are you? How can I help? I lost my debit card. Oh, okay. Form your ID, please. And you are all set. You have a great day. Thank you, you too. Bye-bye. Bye-bye. So, die neue Karte ist nun beantragt. Es dauert irgendwie 5 bis 7 Tage. Jetzt kommen wir ab zum Strip. Bentley, Leute. Bin angekommen im Aria. Und ich habe eine riesen fette Banane am Start. Noch nie so eine große Banane gesehen. Außerdem habe ich gestern Cookies gemacht mit aus Haferflocken und Peanut Butter und so ein paar andere Sachen, Nüsse und Kokosnuss und also Sachen. Und da habe ich auch noch mal eins auf dem Weg kaputt. Kann sein, dass ich ein bisschen Schokolade in meiner Fresse habe. Der WSOP ist schon los, also seit ein paar Tagen schon gestartet und hier ist richtig Action, wie ihr sehen könnt. Casino Floor gibt es jetzt hier so einen riesen Turnierbereich im Aria. Cash Games wie gehabt drin. Und ja, lass mal einfach hinsetzen und ein bisschen Kohle schnappen. Oh yeah, thank you. So big ass banana, no? You need back? Yeah, you're all set, man. Alright, thank you, man. Mal kurz mal in der Box. Wir müssten hier durch Table 1, Leute. Ich zeige euch das schnell. Undercover. Was ab? Fertig. Schön 800 geschafft, ne? Hast du gesehen schon? Ne, mehr. Ja, ich Freut. Crush him. Wir sehen uns. Wir sehen uns ja ein bisschen noch lange hier. Ja. Session mit einem Plus von 1.255 $, beendet. Lief heute ausnahmsweise mal gut. Die Hände, die ich gespielt habe, haben alle gehalten. Habe einmal eine schöne Bombpot-Hand gewonnen, wo ich leider am River nicht mehr ausgezahlt wurde. Ich glaube, wurde $100 gebettet und es gibt 3 Caller, also mit mir 4. Habe ein Set auf einem Board und mache die Straße auf dem anderen, auf dem River. Ja, die folgen. Ich bette nochmal Pot 500, noch was oder so am River und folgen leider alle. Dann habe ich nochmal eine schöne Hand mit Assen gewonnen. Preflop Open Race ich $15, gibt einen Race auf 75, glaube ich. Der links neben ihm Snap callt die 75, noch einer callt die 75 und ich potte. Über $300 waren das irgendwie. Und habe noch knapp über $200 behind. War also automatisch All-In Flop. Also er callt am Flop. Da liegen 2 Spades und ist Queen High. Am River kommt noch eine Queen und die Spades kommen auch alle an und er hat nichts. Meine Hand ist gut. Ja, das waren die 2 schönsten Hände, die ich bis dahin gewonnen habe. Oh, und einmal Nut Flush gegen King High Flush. Ich auch gewonnen. Also, wenn die Hände halten, Leute, dann macht Poker auch Spaß.
super heiß, Leute. Wir gehen mittlerweile auf die 40 Grad zu hier. Im Sommer in Vegas ist immer brutal. Da hilft die Klimaanlage auch nicht mehr so viel. Ja, wieder zu Hause. Mal kurz ein bisschen was mit den Kindern chillen. Und dann spielen wir wahrscheinlich online oder fangen an, einen Vlog zu schneiden. Also die Sonne geht so langsam unter. Und ich chill hier noch ein bisschen im Wasser und wollte euch die Updates raushauen, was im Moment so abgeht. Wieso ich so wenig Poker und also Sachen. Also ich bin dabei, gerade meine Immobilienlizenz, ich möchte Makler werden, Immobilienmakler, und habe da so einen Kurs. Muss da 120, 30 Stunden oder so erstmal pauken und so weiter, und danach kann ich die Prüfung abgeben. Somit kann ich auch nebenbei für irgendeine Agentur arbeiten und habe somit auch dann einen Job. Und Poker wird auf jeden Fall immer meine Einnahmequelle bleiben, ob jetzt Haupteinnahmequelle oder Teilzeit nebenbei oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Auch wenn es so übertrieben viele Immobilienmakler in der Stadt gibt, da ist auf jeden Fall immer noch Kohle zu holen. Aber in erster Linie mache ich das, weil wir selber investieren möchten. Von daher wird in der nächsten Zeit ein bisschen weniger gepokert, obwohl ich eigentlich richtig Gas geben muss. Und ich werde mich auf Study ein bisschen konzentrieren müssen. Aber keine Sorge, Leute, da geht alles für euch wie gewohnt weiter. Außer, dass ich halt jetzt noch zusätzlich Immobilienmakler werde. Also vielleicht können wir da irgendwie zusammen ein paar Häuser besichtigen gehen und so weiter. Wäre nochmal ganz cool, wenn man nochmal neben dem Poker etwas anderes zeigen kann. Oreo-Kekse, Leute. Wir haben 5:45 und meine Frau hat mich um 2:30 Uhr angerufen und meinte, dass sie dann eine Panne hat. Ich habe genau eine Stunde geschlafen und musste dann los, um sie zur Arbeit zu fahren und dann wieder zurück, um auf den Typ hier zu warten. Habe den Sonnenaufgang auf dem Freeway bzw. auf dem Highway mir reingezogen, richtig romantisch. Das Auto ist jetzt mal hier wieder zurück vorm Haus und ich lege mich jetzt mal hin und melde mich dann später bei euch. Peace out. 2 hours later. Was geht, Leute? Meld mich zurück mit nur 2 Stunden Schlaf. Es geht direkt weiter am nächsten Morgen. Bis jetzt nicht viel passiert. Ich habe Frühstück gemacht und so weiter für die Kinder. Ein bisschen was gechillt. Die waren schon im Wasser. Und meine Frau ist gerade von der Arbeit zurückgekommen. Und jetzt muss ich mich auf den Weg machen zur AutoZone, um einen Riemen zu kaufen für die Lichtmaschine. Es ist halt das, was passiert ist gestern Abend. Ich habe mich um 1:30 Uhr hingelegt und schlafen gehen. Meine Frau musste so gegen 2 ungefähr los zur Arbeit. Die musste um 3 Uhr anfangen. Und auf dem Weg dahin hat sie mich dann angerufen. Also ich wurde um 2:30 Uhr geweckt oder so. Das Auto ist irgendwie stehen geblieben mitten im Highway. Die Batterie war irgendwie durch. Ich bin dann hin wir haben so ein Portable Dingsbums, womit man die Batterie wieder aufladen kann. Habe das versucht vor Ort und das Auto ist zwar angesprungen, aber dann auch wieder direkt ausgegangen, sobald mein Gerät leer war. Haben wir dann festgestellt, dass es an der Lichtmaschine liegt, beziehungsweise an dem Riemen. Thank you. Kleines Mittagsschläfchen gemacht. Ich fühle mich ein bisschen fitter. Hier ist, wie sagt man, ein Belt, ist das ein Gürtel, ein Band? Habe ich eben noch gewusst. Das ist das alte Ding, was kaputt gegangen ist während der Fahrt. Und ich versuche gerade das Neue dran zu machen, ist aber nicht so einfach und ich bin ja auch nicht wirklich ein Experte darin, muss ich sagen. Muss mir auf jeden Fall ein paar YouTube-Videos noch reinschauen und gucken, wie das so genau funktioniert. Aber kriegen wir schon hin. Wird nicht so schwer sein. Updates zu den Autos, die kommen beide weg, beide Mercedes. Da kostet die Anmeldung jedes Jahr, also man muss die Registration jedes Jahr bezahlen für die Autos hier. Allein die Registration kostet knapp 1200, ein bisschen mehr sogar. Und $400 ungefähr jeden Monat für Versicherung und dann kommt noch das Auto dazu und konnte ich mir früher alles leisten, aber mittlerweile nicht mehr, Leute. Und selbst wenn ich mir leisten könnte, hätte ich keinen Bock darauf, um ehrlich zu sein. Es kommt jetzt alles weg und wir fangen wieder von vorne an. Am liebsten irgendein Tesla, einfach keine Maintenance mehr, einfach nur noch rein und raus stöpseln und ja,
Hab die Schnauze voll von Autos, Leute. Ja, im Moment ganz, ganz entspannte Zeit, Leute. Sommerzeit, beste. Nicht nur, dass das Wetter halt immer geil ist, also richtig warm ist und man jeden Tag schwimmen kann und draußen Sport machen, spazieren und also Dinge. Zur WSOP-Zeit sind auch all meine Freunde immer am Start. Also man ist normalerweise ganz einsam in Vegas. Bis auf meine Family habe ich nicht so viele Freunde hier am Start. Also Fabi, der ja eigentlich mein Nachbar ist. Ja, zur Sommerzeit sind alle am Start. Natalie ist wieder da. Die Kinder spielen immer gerne zusammen. Und vielleicht können wir da mal bald wieder einen Vlog machen. Manik kommt zur WSOP. Hat gestern eine Nachricht geschrieben. Der kommt zum Main Event wahrscheinlich rüber. Und ja, ganz viele Freunde am Start. Und ja, ist die Sommerzeit immer am allerschönsten, muss ich sagen. Hoffentlich können wir ein paar coole WSOP-Vlogs hochladen. Jump, 1, 2. So Leute, bevor ich meinen Vlog jetzt beende, nochmal ein paar Updates für euch, denn CoinPoker hat vom 1. bis zum 28. Juni die Cash Game Mid Stakes World Championship für euch. Da gibt es jeden Tag 24/7 Rake-Free Poker-Action, also für alle NL 500 Spieler da draußen auf jeden Fall nicht verpassen. Gibt es ein Leaderboard, der Spieler mit dem höchsten EV über 20.000 Hände bekommt eine $15.000 Rolex-Uhr geschenkt. Und es werden 6 weitere Plätze ausbezahlt. Zweiter Platz bekommt $4.000 und es geht dann immer so weiter. Und ja, zu der Zeit wird es auch mega coolen Content geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den CoinPoker Channels zu folgen. Und Livestreams und Special Guests und jede Menge cooler Content. Mid Stakes Cash Game World Championship auf CoinPoker, Leute. Auf jeden Fall nicht verpassen. Wir sehen uns an den Tischen. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren. Peace.